In Matthäus Kapitel 20 habe ich eine interessante Geschichte. Jesus der bringt ein Gleichnis und er sagt, der Himmelreich legen sich nun wird, wo derchen Tag jad Arbeiter annehmen, zum ab den sie einen Stab schaffen. Und so das wird der jedes Morgens riet und er nimmt sich ein paar Arbeiter an. Nun Mittag nimmt er noch ein paar mehr Arbeiter an. Und dann kriegt er die das zum Haus fahren. Und der Tag der ist, dann nimmt er sich noch weiter ein paar Arbeiter an. Und dann, wenn der Tempo den Tag Lohn betont, dann kriegen all diese Arbeiter denselben Lohn. Und so die, die von des Morgens an geschafft haben, die wundern sich, wenn wir denselben Lohn kriegen, als die, die nur eine Stunde geschafft haben. Und menschlich, wir gucken hier auch so noch, von was redet sich hier Jesus? Das ist eine Person, die hat von Tag über geschafft, das andere Person hat eine Stunde, aber die kriegen beide denselben Lohn. Wo schafft das? Und so eigentlich, was wir müssen verstehen, ist, Jesus redet hier von Radung. Und so, und don't, dass wir sind 100 Jahre bekehrt gewesen, oder wir sind eine Stunde bekehrt gewesen, wir kriegen beide denselben Belohnung. Und dort ist so wie ein Himmelreich für alle Ewigkeit mit Jesus kann taub sein. Und so dort haben wir nicht mit unseren Worten zu tun, dort haben wir mit Glauben an Jesus Christus zu tun. Und dort ist wie 100 Jahre oder eine Stunde bekehrt sein, wir sind alle gerat, wenn wir Glauben haben an Jesus Christus. Aber es ist wichtig zu wissen, dass du noch ein Rechtstag kommst. Und das sage ich in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 10. Wie man alle für Christus in rechter Stelle kommt, dann jeder seinen Lohn kriegt, für was er in diesem Leben getan hat. Ob gut oder schlecht. Und so, es wie Radung kann, das hat bloß mit Glauben zu tun. Bei der Bibel merkt es klar, dass wir eine Belohnung kriegen im Himmel für die Worte, was wir hier auf dieser Erde tun. Und sag mal über das Motto sprechen, wir wollen nicht gleichzeitig leben, wir wollen nicht bloß in Sinn leben und sagen, okay, ja, ich bin gerat genug, der ist überall dieser Sinn. Wir wollen rückgehen, wir wollen Unterschied merken in dieser Welt. Wir wollen unsere Brüder und Schwestern, unsere Nubas, weil wir die Leute bewiesen, was Christus uns bewiesen hat. Sag mal über das Motto sprechen mit diesem Wort. Wenn du das Video hast, gleich, dann will ich like noch drei auf Facebook, subscribe noch drei auf YouTube, check das Video rum in deine Freunde und Familie und wir sehen uns nächste Woche.